Merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren, liebe Kollegen, auch von mir merci und den Interpellant für das Debatte heute. Wir schwätzen also heute über die Gesetzgebung am Bereich von den Glücksspielern. Das ist ein Sujet, der regelmäßig in der Chambre auf die Tagesordnung kommt, mit immer nächst den selben Problemen, die angeschwärzt gehen, ohne dass wirklich konkret und nachhaltig Lösungen gefunden sind. Der hat sich schon an der Vergangenheit befasst und auch parlamentarisch vorgestellt, weil mir der Böse mal gesehen nun endlich Klarheit an diesem Bereich zu schaffen. Wie ich schon vor einer Zeit schon den Text von der LSAP-UFRO für diese Interpellation über die Glücksspieler gelesen habe, habe ich mir gedacht, den Herrn Moser wird sich wohl ein bisschen geschmeichelt gefühlt haben, weil offensichtlich hat sich den Herr Biancalana aus seiner Initiative inspiriert. Ich erinnere dafür an den CSV-Deputierten seine Intervention vom Juli 2023. Vertreter von zwei Parteien also, die lange an der Regierung waren und die es bis heute leider nicht fertig gebracht haben, die nächsten Schritte zu erholen, für die Problematik, die durch Glücksspiele entstehen kann, effizient entgegenzuwirken. Ja, die Herren von der Sozialistischen Bank, aber das so dass das alles ernst wie einfach ist. Das wollte ich nur gerade sagen. Das erkennt nämlich auch der DR und für an dem Bereich zu legiferieren, Herr Engel. Ja. Wir wissen ja alle gut, Gesetzgebung könnte an den meisten Bereichen nicht nur mit der gesellschaftlichen oder digitaler Entwicklung. Das sehen wir auch an der Education, gerade wie an der Gesundheit, und eben noch heute beim Sujet von den Glücksspielern. Konsequenz davon ist klar. Es entstehen juristische Lücken, sogenannt Vide juridique, wo die Praxis sich weiterentwickelt, mit Gesetz einfach hängen bleibt. Am Fall von den Glücksspielern bedeutet das konkret. Alles, was nicht klar gesetzlich geregelt ist, ist verboten. Eine einfach, mehr auch eine unbefriedigende Lösung, weil sie die Realität nicht reflektiert. Ich verweise noch auf die Aussage von der demolischen Gringer Justizminister, die am Juli 2023 hier an der Chambre erklärt wird, dass der Gesetzesprojekt an der Macht wäre, für die bekannten Probleme umzugehen. Das hat damals gut geklungen. Aber wenn man in die Situation von heute guckt, muss ich ehrlich feststellen, viel aus Zanta hier leider nicht geschieht. Probleme, die schon für rund 2 Jahre bestanden, sind noch immer da. Also sie entwickeln sich weiter. Ohne zu vergessen, dass das gesetzliche Lakunen auch konkret finanzielle Konsequenzen haben. Resetten, die an Staatskäse könnten fließen, gehen da verloren. Besonders durch die illegalen Glücksspieler. Und noch heute, wieso das, wird noch mehr Prävention gerufen. Natürlich ist Prävention wichtig. Und an einer idealen Welt gäbe es keine Spielsucht geben. Wir leben nicht an einer perfekten Welt. Leider haben wir keine aktuell umfassenden Zahlen, die das größte vom Problem durchstellen könnten. Was wir aber wissen, den Center für exzessives Verhalten und Suchtverhalten hat im Jahr 2022 über 30 Personen mit Spielsucht betreut und rund 500 Therapiestunden aufgehalten. Ein rezenter Fall aus der Presse hat die Komplexität von dieser Sucht deutlich gemacht. Eine Person, die los an die Spirale von der Abhängigkeit geraten ist, angefangen mit einem banalen Spielautomat an einem Kaffee. Das ist schon ein Beispiel, mir weist, wie zerstörend das Sucht kann sein. Nicht nur für die betroffene Person, sondern auch für die Familie und ihr Umfeld. Für uns, der DR, ist klar, dass die Prävention deutlich gestärkt muss gehen. Ich komme gleich darüber zurück. Und da stellt sich aber auch die Frage, ob das durchgeht, für das Phänomen zu bremsen. Und ich kann Ihnen auch nicht hingehen an Glücksspieler ganz verbieten. Online-Glücksspieler, wo ich suchen kann, ersetzen, gehen da mittlerweile wie Sand um mir. Just ein paar Klicken an die Kreditkarte wird belastet. Am Kontext vom digitalen Glücksspiel, also heute ist das viel zu einfach gehen, für Suchen zu verspielen, viel mehr anonym wie früher, wo ich nicht müssen an den Kaffee oder an den Casino gehen. Ein verstärktes Risiko für die Leute allgemein, aber auch zumals für die Jungen. Die Dunkelziffer von den Opfern von der Sucht ist mit Sicherheit groß. Natürlich gibt es kein Wundermittel. An Eisenahn kann eng Politik nimmer wirksam sein, was sie auch die Verantwortung von all Einzelnen an den Mittelpunkt stellt. Prävention darf nicht zum Alibi gehen
vielleicht zu ändern. Dat gesot muss eiser Meinung no verstärkt op Zuchtproblematik, die durch Glücksspieler entstohen kann, opmerksam gemacht gin. Online, aber auch am öffentlichen Raum, an der Plätzen, wo Glücksspieler ugebote gin. Kombinen mat Warnafischen, die auch am Internet op Gefahren hinweisen, mat Kontaktdonien, wo Betroffener an hier Bezugspersonen Hölf könne kreen. Wir müssen ophalen man enger Politik, diese Verbot oder halbfertige Mesure verstoppt. Was wir brauchen als ein kohärent, transparent und verantwortliche Politik, die die Realität unerkennt und die Leute schützt, ohne sie aber unmündig zu machen. Ist so nicht mehr.